Uns Urgroßvater, der nur Lübeck kommes und das Korn unternehmen gründ hat. Hier, der Goldschen Bogstorm, das ist sein Handschrift. Johann Buddenbrook. Moin, liebe Lüd, ich bin Anke Kell, künstlerische Leiterin am Unsorg-Theater. Das ist Marc Becker, Regisseur von Buddenbrooks. Marc, wir unterhalten uns ein bisschen über die Probenarbeit und über das Stück. Wir sind gerade auf der Probebühne und noch vor der Premiere, das heißt noch mitten in der Arbeit. Magst du mal ganz kurz zusammenfassen in wenigen Sätzen, worum es eigentlich geht bei den Buddenbrooks? Also in wenigen Sätzen ist es schwierig bei so einem massiven Werk, was im Original über 900 Seiten hat. Im Theaterstück Die Buddenbrooks geht es um den Verfall einer Familie, einer bürgerlichen Familie. Und bei uns konzentriert das Ganze auf die 3 Kinder der Buddenbrooks, auf Toni, Christian und Thomas. Die stehen bei uns im Zentrum. Die Verhältnisse der Kinder zueinander, die Entwicklung der Lebensvorstellung in Bezug auf Familie, Firma und Liebesleben. Das ist eigentlich das, worum es geht, grob zusammengefasst. Okay, und das sind ja locker 800 Seiten, mal eben reduziert auf 60 Stückseiten. Hast du das Gefühl, dass dieses Runterbrechen auf die Bühnenerzählung quasi deinem Anspruch an den Roman gerecht wird? Ich glaube ja, dass es meinem Anspruch gerecht wird. Es ist natürlich schwierig, ein so großes, bekanntes Werk runterzubrechen und zu sagen, was man in ein paar Tagen, vielleicht auch Wochen erst durchliest, machen wir auf der Bühne mundfertig in einer Version von 2,5 Stunden vielleicht. Dass da nicht alles drin sein kann, ist ja klar. Dass man da auswählen muss, logisch. Aber ich glaube, dass gerade in der Auswahl eben auch eine Qualität stecken kann und dass man vielleicht auch mit so einem Abend die Möglichkeit hat, nochmal Geschmack zu bekommen, das Buch zu lesen und zu sagen, ja, wir sind jetzt erstmal angefixt, jetzt können wir uns auch zutrauen, dieses Buch wieder in die Hand zu nehmen, weil wir einfach gemerkt haben, da steckt sehr vieles drin, sehr vieles davon wurde gestreift, vieles hoffentlich auch intensiv bei uns auf der Bühne schon ausgespielt. Aber man ist so dabei, dass man auch über die anderen Figuren noch mehr erfahren möchte und auch über den künstlerischen Hintergrund des Werkes. Weil Thomas Mann hat einen sehr polyphonen Roman geschrieben. Polyphoner Roman heißt, er hat unterschiedlichste Formen von Textmaterial hineingearbeitet. Es gibt Briefe, es wird gespielt mit Dialekten, es wird mit unterschiedlichen Erzählperspektiven gearbeitet. Es gibt natürlich sehr viele Dialoge auch. Und dem kann natürlich ein Theaterabend nicht ganz gerecht werden. Wir versuchen das. In einer ganz tollen Fassung von John von Düffel wird das auch angedeutet. Er hat auch diese Polyphonie aufgenommen im Roman, im Theaterstück. Aber in der Form, wie das dann im Roman wirklich geschieht, das ist natürlich schwierig, das abzubilden. Ich bitte die gnädige Frau um Verzeihung. Mein Name ist Permaneter, Alois Permaneter aus München. Und Thomas Mann hat ja diesen Roman schon mit 26 Jahren veröffentlicht, also er hat ihn in 3 Jahren geschrieben und dann dauert es noch ein bisschen, bis er rauskam, aber er war sehr jung und hatte damit schon in sehr kurzer Zeit sehr großen Erfolg. Das Ganze ist jetzt über 100 Jahre her, 120 Jahre her. Sag mal, was macht den Roman so zeitlos? Was ist das Faszinierende an diesem Stoff? Die Zeitlosigkeit des Romans besteht für mich in erster Linie darin, dass Fragen aufgeworfen werden, die eigentlich immer aktuell sind. Also zum einen haben wir da Auseinandersetzung mit Familie, die jeder kennt. Wir haben alle Familie, jeder muss sich zu seinen Eltern irgendwie verhalten. Er hat mit denen noch zu tun oder nicht. Es geht darum, wie wir leben wollen. Die ganze Zeit werden große Fragen gestellt. Und was für mich wichtig ist, auch jetzt zentral bei der Produktion, wie wir sie angegangen sind, ist halt die Frage nach Identität. Also wo bin ich selbst und wo spiele ich nur eine Rolle? Also bin ich in der Lage, selber mein Leben zu gestalten und meinen Weg zu gehen, oder aber trete ich in die Fußstapfen meiner Eltern und tue vielleicht Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun möchte, nur um anderen gerecht zu werden. Also was ist mein Leben, wo ist mein Leben überhaupt? Und das ist mit Sicherheit auch ein Thema, was heute eine Rolle spielt und wo viele das thematisch greifen können. Hast du denn Entdeckungen machen können während der Probenarbeit? Also etwas, was du am Anfang vielleicht anders eingeschätzt hast als jetzt während der Arbeit hinsichtlich Figurenarbeit und Handlungsentwicklung? Also Entdeckung macht man natürlich immer, ansonsten ist es langweilig, weil wenn man zu Hause am Schreibtisch alles so vorbereitet und dann versucht, das mit den Spielerinnen und Spielern so umzusetzen, wie man es zu Hause am Schreibtisch sich gedacht hat, dann ist irgendwie doof. Das mag ich gar nicht. Das heißt, ich bringe ja einen Haufen Ideen mit auf die Proben und dann arbeite ich mit den Spielerinnen und Spielern und versuche da
natürlich neue Sachen zu entdecken und das passiert zwangsläufig, wenn eben auch die ihre Ideen mit reinbringen, das, was da passiert und dann Vorstellungen einfach zusammenfinden und man da gemeinsam entwickelt und es geht sehr stark um das Gemeinsame. Und jetzt speziell bei dem Stück ist es so, dass eigentlich in den Konstellationen von den Geschwistern zueinander, wie steht Toni zu Tom, wie steht Toni zu Christian und wie steht Tom zu Christian, dass ich da dieser Druck, der sich zwischen Geschwistern aufbauen kann, der war mir in der Form nicht klar. Ich habe selber einen Bruder und ich weiß, dass man da natürlich ab und zu im Clinch ist, ab und zu gut zusammenkommt, Verhältnis zu den Eltern hat, manchmal dann eben sich das Verhältnis so ein bisschen entgegengesetzt entwickelt. Das ist alles ganz klar, aber wie jetzt die Geschwister zueinander stehen und zusammenhalten müssen oder aber sich selber Rollen geben innerhalb der Familie, das war mir in der Form nicht klar. Mal was ganz anderes. Im Roman im Roman setzt Thomas Mann die plattdeutsche Sprache hin und wieder so ein, um auch Milieus zu verdeutlichen und auch einen Klassenunterschied klarzumachen. Wir haben uns ja jetzt dafür entschieden, weil wir das Ohnsorg-Theater sind, alles auf Plattdeutsch zu machen, das als Familiensprache zu etablieren. Verändert das irgendwas? Für mich verändert das nicht groß was, weil eigentlich das Familiäre vielleicht sogar im Plattdeutschen sogar noch besser rauskommt. Gut, dann wäre es doch eine kleine Veränderung, aber also es funktioniert für mich einfach absolut. Und für mich war interessant auch in der Recherche im Vorfeld, dass man eigentlich weiß, dass zur Zeit der Hanse, insbesondere im Mittelalter, Plattdeutsch, insbesondere im Norden, auch die Sprache war des Großbürgertums und auch die Schriftsprache war. Und das war sie bis 1530, 1550 etwa. Und erst danach kam dann aus dem Süden so ein bisschen mehr das Hochdeutsche hoch. Und dann hat sich das gewandelt. Es ist ja früher die Sprache der Kaufleute gewesen. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie weit hergeholt wäre. Und jetzt bei uns im Kontext von der Produktion hier im Ohnsorg-Theater ist für mich eigentlich das ein Gewinn, weil es irgendwie das Ganze irgendwie einfach näher an die Leute ranholt, habe ich das Gefühl. Und dieses Familiäre, was das Plattdeutsche immer mit sich führt, einfach eine andere Form von Direktheit ermöglicht. Das ist natürlich auch bei Thomas Mann so, dass die Familie in der Konversation sehr viel mit französischen Vokabeln hantiert, dass sie ganz genau und bewusst mit Sprache umgeht. Aber das tun wir hier auch. Und wir tun es natürlich hier auf eine andere Art und Weise, weil eben durch die Übersetzung von den Ehlers Sisters, also von Cornelia und Christiane Ehlers, dass das ein bisschen in eine andere Richtung gebracht wurde, aber eben das Familiäre total toll funktioniert, finde ich. Ich mag das sehr. Ich går davon ut, at du noch nicht das Sylvige für Herrn Grünlich füllen darfst. Men das wart sich inste. Das sech ich die to, das kümmt mit de Tiet. Eng Mutter tat Titlo. Jetzt ist Sprache ein Aspekt. Wir haben, also auch um zeitlich das so ein bisschen einzuordnen, die Thomas-Mann-Sprache unterscheidet sich ja auch von unserer heutigen Gegenwartssprache, aber auch dass die plattdeutsche Übersetzung ist man könnte es als gehobenes Platt eigentlich bezeichnen, um der Thomas-Mann-Sprache so ein bisschen gerecht zu werden. Und ich finde das auch den beiden sehr gut gelungen, den Übersetzerinnen. Wir sind ja hier auf der Probebühne, ich habe es schon erwähnt, wir sehen so ein paar Elemente, die möglicherweise es auch auf die endgültige Bühne schaffen. Wir haben uns hier, oder du hast dich mit Katrin Reimers, der Ausstatterin, und Stefanie Kniesbeck, der Kostümbildnerin, für eine Ausstattung entschieden, die sehr historisch ist. Ne? Also die Geschichte spielt zwischen, was war das, 1835 bis 77, genau. Also 19. Jahrhundert, sind wir jetzt nicht bei allem wahnsinnig genau, aber es geht in diese Richtung. Welche Rolle spielt das für dich, also dass du zeitgemäße Themen, natürlich auch im Thomas-Mann-Kontext, aber auch in einer Ausstattung verhandelst, die der Zeit gerecht wird? Im Thalia-Theater war das ja eine vollkommen andere Ausstattung, wo dieses Stück uraufgeführt wurde. Die haben sich ja für was sehr Zeitgenössisches entschieden oder zeitgenössische Ausstattungsanteile. Also ich habe jetzt die Inszenierung damals leider nicht gesehen. Gehört, dass sie gut gewesen sein soll, aber ich habe sie nicht gesehen. Also für mich war beim ersten Lesen eigentlich sofort klar, dass ich das spannender finde, mit Versatzstücken aus der Zeit zu spielen und das sowohl manifest zu machen im Bühnenbild als auch in den Kostümen, weil das so ein bisschen eine Rückschau ist in eine andere Zeit natürlich. Erstmal auf den ersten Blick. Das heißt also, Familienkonflikte haben wir heute auch, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass man das jetzt irgendwie übertragen muss im Sinne von, die rennen jetzt alle mit dem Smartphone und Laptop da rum und dann sind wir heute angekommen, weil das ist totaler Quatsch.
weil das, was da im Stück verhandelt wird und was im Stück als Selbstinszenierung oder Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben passiert, das ist in der Form auf heute übertragbar. Aber das muss ich dann nicht übertragen, indem ich einfach dann Klamotten von heute trage, sondern das wird jeder auch so fassen können. Und das hat eher was Schönes zu sehen, dass man einen Blick in die Historie hat und gleichzeitig merkt, so weit weg ist das alles gar nicht. Auch damals sind Unternehmen zugrunde gegangen. Auch damals haben die Leute versucht, irgendwas darzustellen, was sie vielleicht gar nicht sind. Auch damals hat man versucht, an seinem Image zu arbeiten. Also das sind alles Punkte, die man heute in anderer Form wiederfindet. Und das jetzt irgendwie dann gewollt ins Heute zu ziehen, wo das eigentlich alles mitschwingt und so viel schöner ist, kam für mich aber nicht in Frage. Und deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass wir eine Ausstattung haben, die nicht ganz original versucht, mit der Zeit zu spielen. Wir sind nicht komplett jetzt in der Mitte des 19. Jahrhunderts permanent, was auch schwierig ist von der Ausstattung natürlich. Wenn man da sehr, sehr genau wird, dann muss man da noch viel, viel länger, glaube ich, arbeiten und noch einen Jahresvorlauf dazu nehmen. Aber damit halt bewusst spielt und dem, glaube ich, nahe kommt und trotzdem viel über heute erzählt, aber nicht so tut, als wenn es eine Geschichte von heute wäre. Die Geschichte ist über 100 Jahre alt und ist auch gut so. Okay, vielen Dank. Wir hoffen, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht. Kommen Sie gern vorbei, die Buddenbrooks im Ohnsorg-Theater. Tschüss. Allein das Wort Theater macht mich glücklich. Wenn ich was ein von so das Gefühl kennt, dass man, ich kann stündlang still sitzen und bloß den Vorhang ankicken.